Eigentlich wollen Kinder nur eines: geliebt werden. Sie wünschen sich so sehr, dass Mama und Papa stolz auf sie sind. Und trotzdem gibt es diese Momente, diese für Eltern so schrecklichen Ausraster mit Beschimpfungen, Wut und Tränen. In solchen Situationen denkt man oft nicht daran, dass das Kind eigentlich lieb sein möchte und dass es gerade einfach nicht kann. Heute spreche ich über genau diese Ausraster und darüber, warum Kinder in diesen Momenten die Kontrolle verlieren, weil gerade alle Sicherungen durchbrennen. Hey, du Family Hero! Bereit, deinen anspruchsvollen Alltag neu zu gestalten? Erfahre, wie gezielte Ernährung das herausfordernde Verhalten deines Kindes nachhaltig verbessern kann. Ich bin Pascal Henny von FEBA, der Fachstelle Ernährung bei ADHS, und sage dir, ein entspanntes Familienleben ist möglich. Los geht's! Ich behaupte, es gibt kein einziges Kind auf der ganzen Welt, das morgens aufsteht und sich vornimmt: „Heute will ich einen Wutanfall haben, heute will ich meine Mama beleidigen, heute will ich meine Geschwister hauen.“ Kein einziges Kind. Diese Situationen passieren, weil der Körper dieser Kinder oft eine Stoffwechselempfindlichkeit hat, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Stoffwechselstörung kann ihr Nervensystem so stark belasten, dass sie in diesen Momenten gar nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu steuern. Emotionsregulation, so nennt man das in der Fachsprache. Es bedeutet, die Fähigkeit, seine Gefühle so zu steuern, dass sie nicht unkontrolliert nach außen brechen. Diese Fähigkeit entwickelt sich erst mit der Zeit. Kinder müssen das Schritt für Schritt lernen. Und wenn dann noch eine körperliche Belastung hinzukommt, wie zum Beispiel eben eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, dann kippt das System komplett. Was passiert im Körper? Nahrungsmittel werden im Darm verstoffwechselt. Wenn die Darmbarriere gestört ist, gelangen Stoffe ins Blut, die da eigentlich gar nicht hingehören und die normalerweise mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Und wenn diese eben im Körper dann zirkulieren im Blut, wo sie eben nicht hingehören, dann kann das zu Entzündungen und zu einer Überforderung des Nervensystems führen. Und genau das führt so oft zu diesen heftigen Gefühlsausbrüchen. Ich bin sicher, du hast das auch schon erlebt, wenn dein Kind einen Schrei- oder Wutanfall hat, bringt es nichts, zu trösten, zu reden, zu erklären oder auch zu schimpfen. Es nützt einfach rein gar nichts. Da heißt es, abwarten, bis es vorbei ist. Das hast du mit großer Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr oft erlebt. Und hast du dir schon mal überlegt, wie schlimm so ein Wutschrei oder Zerstörungsanfall für dein Kind ist? Viele Kinder sind nach so einem Ausbruch traurig über sich selbst. Oder sie denken, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch, mich mag niemand. Und das nagt logisch am Selbstwertgefühl dieser kleinen Menschlein. Bei meinem Sohn begannen diese Schrei- und Weinkrämpfe, als er 2 Jahre alt war. Damals dachten wir auch, wie so viele Eltern, das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Aber eben, es war keine Phase, es dauerte, bis er 8 Jahre alt war. Um genauer zu sein, bis wir die FEBA-Ernährungsumstellung gemacht haben. Von diesem Tag an begann ein neues Leben. Für meinen damals 8-jährigen Sohn, aber natürlich auch für uns als ganze Familie. Wenn du mehr über meine Geschichte hören möchtest, dann hör dir gern die 2, 3 ersten Folgen dieses Podcasts an. Da erfährst du ganz, ganz viel. Ja, mein Sohn hat fast nach jedem Schreianfall geweint. Also er hat nicht mehr so einen Schrei oder Weinkrampf gehabt, sondern er hat wirklich geweint. Es war ein anderes Weinen. Und das geschah wirklich fast nach jedem Schreianfall. Und warum war das so? Du kannst es dir vorstellen.
Er hat geweint über sich selber, weil es wieder passiert ist und er sich wieder nicht zusammennehmen konnte. Einmal hat er mich gefragt nach so einem Schreianfall unter Tränen: „Mami, wenn ich dann groß bin, muss ich dann immer noch so schreien?“ Ja, das brach mir damals fast das Herz und führte mir wieder vor Augen: Mein Kind steckt selbst in einer Sackgasse. Er weiß in diesem Moment keinen Ausweg und verzweifelt selbst fast daran. Und ja, du hast bestimmt deine eigenen Geschichten, wie das bei deinem Kind nach so einem Anfall ist. Es kann auch sein, dass ein Kind sich zurückzieht, dass ein Kind einfach ja, traurig ist, aber es kann auch sein, dass das Kind wütend ist, mehr dann wütend über sich selber. Es gibt da die verschiedensten Nachwehen, sage ich mal, nach so einem Schrei- oder Zerstörungs- oder Weinanfall. Aber ja, was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis? Eigentlich wusstest du es schon vor dieser Podcast-Folge, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dein Kind kann sich in solchen Momenten nicht beherrschen. Das merkt man als Mutter, das merkt man als Vater, als Großmutter, als Großvater, als einfach Bezugsperson. Das merkt man, die Kinder können sich nicht beherrschen. Es brennen einfach alle Sicherungen durch. In Schweizerdeutsch sagen wir, es tut ihnen einfach und man kann einfach nichts machen. Man muss einfach warten, bis es vorbei ist. Meine größte Empfehlung ist natürlich, dass du dich weiter mit dem Weg der Ernährungstherapie auseinandersetzt. Und mein zweiter Rat ist ein Satz, den mir damals, als ich mit meinem kleinen Jungen von Therapie zu Therapie rannte, eine ältere, weise Therapeutin gesagt hat. Es war dieser eine Satz, der mein ganzes Handeln als Mutter komplett verändert hat. Und genau diesen Satz gebe ich dir heute als kleines Takeaway mit. Mein Takeaway für dich heute: Wenn dein Kind einen Anfall hat, es kann ein Schrei, ein Wut, ein Zerstörungsanfall sein, es kann sein, dass es sich beschimpft, dass es, ja, einfach so, ich sag mal, einen Anfall hat. Wenn dein Kind eben diesen Anfall hat, jetzt kommt das Takeaway: Nicht erziehen, sondern helfen. Das ist das Beste, was ich aus 6 Jahren Therapie mitgenommen habe. Dieser Satz hat alles verändert. Und ja, eigentlich wusste ich es und trotzdem, ich machte es immer wieder falsch, weil ich in diesen Situationen selbst hilflos war. Aber dieser Satz, ich sag's dir, das hat sich so in mein Herz gebrannt, gut gebrannt. Also das war wirklich ein Meilenstein für mich in dieser schwierigen Lebenslage für uns als Familie. Und bei mir änderte sich einfach mein ganzes Verhalten. Ich konnte es nicht immer umsetzen, aber ich wusste genau, das ist der richtige Weg. Und ich probierte das so gut es geht immer wieder umzusetzen. Und das hat so viel Entlastung gegeben und so viel Beruhigung. Und ich kann einfach dieses kleine Takeaway dir ganz, ganz herzlich empfehlen. Probiere die Umsetzung dieses Takeaways einfach mal aus und bleib gleichzeitig dran, dich weiter mit dem Thema Ernährung und Verhalten zu beschäftigen. Du wirst sehen, wie viel Veränderung möglich ist. Eine große Befürchtung der Eltern ist ja immer wieder, und das höre ich so, so oft, dass sie glauben, dass ihr Kind nicht mitmachen wird. Aber genau hier ist der springende Punkt. Hier ist der Grund, warum die Kinder eben so gut bei Feba mitmachen. Sie können sich plötzlich beherrschen, sie können sich selbst steuern, sie können plötzlich lieb sein, sie helfen im Haushalt, weil sie so Freude haben, plötzlich dieses Lob und diese Anerkennung und diese Liebe auch zu erhalten. Und einfach, ja, einfach das verändert in diesen Kindern ganz, ganz viel.
von ihrer bisherigen Lebenssituation immer anzuecken, immer diese Konfrontation zu erleben mit den Eltern, mit den Liebsten, das es hat. Die Eltern und die Geschwister, das ist das Liebste, was diese Kinder haben. Und immer wieder anzuecken, weil sie sich nicht beherrschen können und auch in der Schule und immer wieder diese Telefonate, wo sie genau wissen, meine Eltern bekommen jetzt wieder einen Telefonanruf, weil ich es wieder nicht geschafft habe. Und plötzlich können sie es. Plötzlich können sie sich konzentrieren. Plötzlich müssen sie in der Schule nicht immer aufstehen und rumlaufen. Plötzlich müssen sie nicht mehr den Klassenclown spielen. Und zu Hause können sie friedlich mit den Geschwistern spielen und sind einfach nur sich selbst. So will ich das sagen. Sie können endlich so sein, wie sie sind. Und genau das ist der Punkt, wieso diese Kinder so gut mitmachen. Ich kann es einfach immer nur betonen und ich hoffe jetzt ganz fest, dass du mir glaubst. Und sonst buchst du dir ein 20 Minuten Gespräch, dann können wir darüber sprechen zusammen. Aber es ist wirklich so. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, hier dran zu bleiben und dieses Takeaway auch auszuprobieren, wenn du es nicht schon so genau so ausprobiert hast. Meistens weiß man es ja, aber irgendwie diese Umsetzung kam bei mir wirklich erst, als ich diesen Satz so vor mir sah und es einfach in mein Herz geschrieben wurde. Erst da konnte ich es so richtig umsetzen und das hoffe ich natürlich auch, dass das bei dir geschieht. Ja, dieses große Hindernis der Eltern immer wieder, dass sie denken, mein Kind macht nicht mit. Da möchte ich dir jetzt noch ein Feedback vorlesen von einer Mutter, die kürzlich im Gruppen-Live-Call, sie ist im Online-Kurs und kommt da regelmäßig in den Gruppen-Live-Call wöchentlich, sie hat der Gruppe erzählt, ihr 10-jähriger Sohn hat 3 Wochen nach der Feba-Ernährungsumstellung gesagt: „Mami, mir geht es so gut, ich fühle mich innerlich nicht mehr aggressiv.“ Und ja, dieses Feedback möchte ich dir so zum Schluss mitgeben und, ich freue mich, dass du hier bist gsi. Danke vielmals fürs Zuhören und ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn ich Feedbacks bekomme auf meine Podcasts. Du kannst das per Mail machen oder auch grad auf 'n Podcast antworten. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bevor du weitergehst, habe ich noch eine kurze, aber wichtige Info für dich. Die Warteliste für den SOS Soforthilfe Guide ist ab sofort geöffnet. Wenn du dich einträgst, bekommst du den kompletten Guide inklusive der 5-Tage-Challenge mit Einkaufsliste, Menüplan und Rezepten am Auslieferungstag direkt in deinen E-Mail-Posteingang. Diese Challenge findet nur 3-mal im Jahr statt. Nutze also die Gelegenheit und finde heraus, ob Fieber auch deinem Kind helfen kann. Mehr Infos gibt's in Folge 36 oder über den Link zur Warteliste. Beides findest du in den Shownotes.